Geschichten uit onze Geschichte Nummer 23. Ditmal noch mehr davon, wo Walter Schmiedehaus in seinem Heft Altkoloniale Mennoniten in Mexiko auf verschiedene Wege beschreibt, was seine Erinnerungen sind von was er mit unseren Mennoniten in Chihuahua erfahren oder erlebt hat. Ich habe al mehrere Mal was vertelt von dem Deutschländer Walter Schmiedehaus. This Mann kam aus 19 Jahren jung mit seinen Eltern und Geschwistern anfangs 1920er Jahren von Deutschland nach Chihuahua, Mexiko. Er hat unsere Mennoniten in Chihuahua mit vielen verschiedenen Sachen und verschiedenen Wegen geholfen und hat dadurch über die Jahre sehr viele mennonitische Freunde gewonnen. Er hat auch sehr viel geschrieben von und über unsere Mennoniten. Sein erstes Buch, Ein feste Burg ist unser Gott, der Wanderweg eines christlichen Siedlervolkes, wurde 1948 in unserem Trägergeschäft in Blumenurt gedruckt. 1982 ist das Buch in Manitoba noch einmal gedruckt worden, diesmal unter dem Namen Altkoloniale Mennoniten in Mexiko. Dort ist die zweite Ausgabe von dem Buch Ein feste Burg ist unser Gott unter dem Namen Altkoloniale Mennoniten in Mexiko herausgegeben worden ist. Dort kann ein bisschen verwirrend sein, weil sein kleines Buchchen mit Erinnerungen an bestimmte Erfahrungen mit Gewässern von seinen mennonitischen Freunden auch Altkoloniale Mennoniten in Mexiko hat. In einem Heft von 54 Seiten hat Walter Schmiedehaus von seinen verschiedenen Erinnerungen geschrieben, wo er durch seine Erfahrungen mit Mennoniten gehabt hat über die Jahre. Leider ist in diesem Heft oder Buch kein Datum von wann er dort geschrieben worden ist. Aber ich nehme an, dass er in seinen im Ruhestand lebenden Jahren darauf gekommen ist, dass er was von seinen Erinnerungen abschreiben und wiedergeben oder hinterlassen will. Dann, wenn wir älter waren, dann erinnern wir uns jeden an alle Ereignisse und Erfahrungen. In diesem Heft schreibt Schmiedehaus von seiner ernsten Erfahrungen, von humoristischen Erfahrungen und von geduldprobenden Erfahrungen. Sein Schreiben ist in so einem guten Juditsch geschrieben worden, dass es eigentlich zu schade ist, dort ein Plattdeutsch zu übersetzen. Denn man kann ja nicht so übersetzen, dass es nicht immer in Bett übersetzt wird. Aber ich will was von seinen in diesem Buch abgeschriebenen Erinnerungen versuchen in Plattdeutsch weiterzugeben. Ich will die Wort von seinen heiteren und humoristischen Erinnerungen vertalen und auch was von seinen, was er geduldprobende Erinnerungen nennt, und auch was von seinen Erinnerungen an seine ernste Ereignisse, wo er mit, bei oder durch seine Freunde erfahren oder erlebt hat. Das erste Wort davon, bei Schmiedehaus, meinen alle meine Großmutter, ihren Bruder, Wilhelm W. Wiebe von Blumenthal Nummer 25, in seinem Heft geschildert hat. Diese Schilderung fängt an mit dieser Überschrift: Hoffnungslose Justiz oder hoffnungsloses Gerechtsprechung. Schmiedehaus schreibt diesen folgenden Paragraph als Anleitung, für was er uns von Wilhelm W. Wiebe vertellen will. Und er sagt so ist der Dr. Johann A. Enns der einzige Altkolonier war, den ich habe Piepschmecken gesehen, so wie Wilhelm W. Wiebe, der von aller Welt mal WWW genannt wird, der andere einzige in der Kolonie, der Zigaretten schmeckt. Die Kirche hat nicht gegen dort schmecken, übrigens auch nicht gegen alkoholische Drinks trinken. Vorausgesagt, dass hier ein gebierende Mut geholen oder gebraucht wird. Das Trinken soll also mit Mut getan werden. Dort bloß Zigaretten geregelt oder geschmeckt werden, dort wir wohl ein Gebrauch, den man noch
uit Russland mitgebracht hat. Dabei war dort dem allgemeinen Prinzip von Sparsamkeit entsprechend. Eifrig oder Mode, mal ein bescheidenes und mehrliches Billett Krüt zu schmecken. Aber wei, mir auch eine Ausnahme von dieser Regel. Er kauft sich Zigarren oder Zigarren, Puros. Und auch der Üt nicht von der schlechteste. So viel zu der Anleitung für diese Anekdote, Schriftschmiedehaus. Eine Anekdote ist eine lustige Geschichte über eine bekannte Person oder über einem passieren. Und nun vertelt er diese Anekdote, diese lustige Geschichte von seinem Freund Wei. Und er sagt, Wei hat eine Weg lang einen mexikanischen Arbeiter auf seinem Hof beschäftigt. Am Sinnabend told er dem Mann seinen Lohn und entleiht ihm mit seinem Klopper elenden Müllertop. Ab dem die Mexikaner am nächsten Morgen nach Hus und nach der Stadt reden wollen. So war das auch. Aber als am kommenden Montag die tägliche Arbeit war, der Anfang musste Wei zu seinem großen Verdruss feststellen, dass das Schädel nicht allein reden war, aber dass er verschiedene hat mitgenommen und an der Stadt gut wird zu verkaufen sein. Mang diese Sachen befand sich ein kleiner, nach Kanada mitgebrachter Gasolinmotor. Und über diesen Verlust äußert sich die rechtmäßige Ehendämer besonders sehr. Die anderen Sachen wären nicht viel wert, aber den Motor wolle weiter träg haben. Wei, wie ein resoluter Mann. Das meint, er wäre ein Mann, der ganz genau wisst, was er will. Und so beschloss er, ein Exempel statuieren oder festzusetzen. Den Dief bei der Polizei zu verklären und das Zurückgeben von seinem Eigentum zu verlangen. Er nahm seinen Jungen mit, der all ganz gut Spanisch redet und aus seinem Dolmetscher dienen kann. In der Polizeiwerk, ihre Schreibstoff, wird seine Klau ziemlich glücklich entgegengenommen und umständlich abgeschrieben. Und dann sieht man er soll am 3. Tag wiederkommen. Man wird den Dief für denselben Tag polizeilich auch verladen und dann ein anderer Beid gegenüber stellen. Das ewige wird sich dann all fängen. Na schein, so schön ging das doch nicht. Aber in Anfang wir haben gemerkt. Nur 3 Tage malt er sich, war begleitet von dem spanisch redenden Jungen, zu der angegebenen Stunde bei der Polizeiwerk und wir reit dem Dief gegenüber zu treten und seine Klau harder zu merken. Wer aber nicht kam, das wird der Dief. Eine Stunde verging, dann noch eine, aber er kam nicht. Er wird verhindert worden sein, meint der Sekretär. Wir waren eine neue Verladung zu schicken. Kommt je also am 3. Tag weiter. Wei, wir sehr ungeduldig über diese Verschleppung. Aber was soll er merken? Seinen Motor will er zurückhaben. Da bleibt nichts anderes übrig, als sich an der Situation zu fügen oder zu checken und zum anderen Mal weiterzukommen. Das wir weiter kreuz so als beim ersten Mal. Er und der Jung warten weiter, aber der andere kam nicht. Wei, wird doll. Aber graf worden, das darf man hier nicht. Man wir bei der Polizei, bei der von Gott gewollte Obrigkeit. Da muss man bescheiden sein oder bescheiden bleiben. Der Sekretär sagt, wir wollen den Betreffenden noch weiter verladen. Wenn er zum 3. Mal nicht kommt, dann wird er gefangen genommen und von der Polizei hergebracht. Noch wieder 3 Tage, wir Wei, war bei der Polizeiwerk und zum 3. Mal wiederholt sich dasselbe Theater. Die beiden Mennoniten fordern sehen,
saßen 1 Stunde, 2 Stunden, Ende beheerde Schreibstab, aber sie bleiben weiter allein. Schließlich erhoffte Clara sich, so, leitet dem Sekretär durch den Jungen sagen, was wollt ihr nu tun? Ich denk, wir wollen den Mann noch einmal eine Verlodung schicken. Aber ihr haben jedoch gesagt, dass der Dave nur dem zweiten Mal festgenommen werden soll. Das habe ich wohl gesagt. Aber weet je, mit unserem Lied hier kann man nicht so drastisch handeln. Wij kijkt den Sekretär Interesse, also ehrlich an, und dabei ging mit einmal ein Licht ab. Weiß ich an diesem Mann seinem Gesicht nicht diabolisches Schmunzeln oder Schmüstern, dort mal aus ein Spott zu dienen wäre? Richtig, die dachten gar nicht daran, den Dave gefangen zu nehmen. Die fanden dort gutmütig, sogar ganz in Ordnung, dass die mutmaßlich reiche Utländer von einem armen mexikanischen Arbeiter bestohlen worden wäre. Dort war am nu blitzartig klar. Er wusste nu ganz genau, dass seine Sache hoffnungslos wäre. Er überlegte auch nicht mehr lang und trug kurz die einzige mögliche Konsequenzen. Mit einem Häufelchen Muchas Gracias sah er seine Metz ab und verließ mit hochgehobenem Kopf das Polizeiwerk. Auf der großen Eich wohnte die Sierra Narciso Malik, sein kleines Etwaren-Stuhr hat oder Etwar-Mädelstuhr. Da spielt wei seinen mit mehr beherrschten Eier mit einer Beutel Bayer rauf. Dann kaufte sich eine Zigarre, einen Puro, steckte bedächtig an und stieg weiter auf seinem Buggy. Um eine bessere Erfahrung kriegen, überlegt er dem Jungen die Linien und schmeckt mit philosophischer Resignation seine Zigarre in vorträgenden Haus. Was ich mich persönlich erinnere von Wilhelm W. Wiebe, das ist nicht mehr von Schmiedehaus, ich sage hier, was ich mich persönlich erinnere von Wilhelm W. Wiebe, das sind so eine Sachen als das. Ich weiß noch, dass er einen sehr schmacken Kornwehren hat, lang eher wie einen hatten. Ich glaube, sein Wehren hat noch Räder mit haltenden Speken. Sein ganzer Wehren, wachsen alles war sehr schmackgefarben. Und wenn er damit bei uns ab dem Hof kam in ein Bett mit unserem Vater Norbert, dann standen wir kleine Jungs natürlich auch ganz dicht bei, oder ganz dicht am Wehren, und bewunderten den. Und ich weiß noch, dass wie mir dort manchmal im Bett verdarf mit so ne Dinge aus. Er deed so, als wenn er mich kijken will. Und sehe dann, ich soll einen Lebenssack holen. Und dann wird er mich da hineinstappen und den Sack tobingen, dass ich ihm nicht hinterwegs wegrennen wird. Ein anderes Mal sagt er, ich soll ihm 5 Cent geben. Und dann kann ich heranrennen, wenn ich nach Haus fuhr. Diese Dinge oder diese Redensarten kämen mir als kleiner Jung sehr angeschickt von einem alten Umtje. Wenn Walter Schmiedehaus von seinem Freund Abraham J. Dick von Kleefeld Nummer 1a Wort vertalen will, dann braucht er dort diese Überschrift. Mein dicker Freund Dick. Und dann schrift er, ich lobe mich meinem dicken Freund Abraham J. Dick uit eine von den anliegenden Darpa, ehrliche Hüt in ein Punzkirtel, so als die Bayern sagen würden. Dick heit er und dick ist er. Mit 200 Pfund ist sein Gewicht bestimmt mehr als bescheiden eingeschätzt. Deren Rahmen oder deren Frame verdunkelt sich ordentlich, wenn mein umfangreicher Freund seinen vollen Lief dadurch drängt und sich vor dem Sturdash abbüht. Lot dicke Männer mich herumsennen, haft all Julius Caesar gesagt. Glatzkoppig, die Nacht gut schluppen. Na, glatzkoppig ist uns Freund nicht, aber er hat einen ruhigen Charakter und ist meistens gut gelaunt, so als Caesar sich seine Mitarbeiter wünscht. Er kommt Ferken in Beten an, wenn er in der Stadt gestrandet ist.
en dort Geld alle geworden ist. Dann sägt hij den oulen Freund ab, wo gewöhnlich mit dem Neidchen uithalt. En dort moet man sagen, der Dick haft noch immer betalt, wat hij sich ab zo'n Ort geborgt haft. En will zij sowieso, zoals gesagt wordt, ein Punzschädel ist, kann man am Schlachtwort auf sein. Mit Punzschädel meint doch wohl, dass viel Punsch war ist. Von der merkt ein sehr geknecktes Gesicht. Na, Freund Dick, was ist je von der passiert? Je merken je ein Gesicht von 7 Jahren Regenwader. Richtig, von der jedet mich schlecht. En ich moet mal wieder nur dem oulen Freund kommen Help. Wo, braucht je wieder Geld? Aber sicher, ich brauch wieder Geld. Dan dat mein je, braucht doch wohl ein anderer. Ein anderer? Wo mein je dort? Freund Dick? Hij plinkert bedienend mit de Augen en ich wist voorts, dat irgendein Spoosje kommen wird. Dan hat immer uitgesproken zijn voor humor. Dat is zo, je meint. Mir haft weer mijn brieftasche wahrgenommen en daar werden, denk ik, aan wat dat geld doch wel gefehlt haben. Das wird je hij dort nicht genommen haben. Walter Schmiedehaus haft in seinem Büro an der Landesbank in San Antonio de los Arenales einen Isaac Fair als Gast. En wanneer hij ons Wort von seiner Unterholung mit ungefähr vertalen will, dann stellt er die Überschrift für ihre Unterholung so. Ist die Erde rund oder nicht? Und vertalt dann so. Dicht bei meinem Tisch an der Landesbank stand ein Globus auf einem Nebentisch. Zum Teil zum Schmackloten und zum Teil zum gelegentlich in irgendeine geografische Frau konsultiert zu werden. Ein Globus ist eine Kugel, wo boven der Welt Kort steht. Der Mann, der mir an diesem Tag gegenüber saht, wie ein gewisser Isaac Fair. Er hat rote Haar, merkt immer ein sehr weises Gesicht und redet hier in einem belehrenden Ton, so als wenn er zu weitensbedürftige Schüler redet. Wenn er abrecht stund, wie er meist 2 Meter groß, langarmig und ein Ansicht von der Gestalt. Einen seltsamen Gegensatz dazu bildet beachtliche Schmerbuck, den er sich über die Zeit angeschafft hat, wodurch er ein ganz klein Bild aus einer komischen Figur wirkt. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von Walter Schmiedehaus in seinem Buch Die Allkolonier Mennoniten in Mexiko, von seinen Erinnerungen an Erfahrungen mit unseren Mennoniten verteilt. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.